Ich liebe euch, meine Leute. Heute Abend müssen wir oder muss ich mein Thema heute in Deutsch sprechen. Ich sage mal guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Es kommt von wo Sie heute die Live-Broadcast hören oder von wo Sie das schauen. Heute die Thema, das ich für euch vorbringe, ist Deutschland als zweite Heimat. Sind wir Teil der sogenannten zweiten Heimatlande? Das ist eine Frage. Es gibt einen Grund, warum ich heute diese Frage stelle. Bitte verurteile mich nicht, weil mein Deutsch ist nicht so perfekt wie die Deutsche. Ich bin nicht hier geboren. Ich bin eine Migration, sogenannte heute Flüchtlinge. Damals, 2001, habe ich nach Deutschland gereist. Ich war nicht illegal nach Deutschland gekommen. Ich war bei Deutsche Botschaft in Afrika, in Kamerun. Mit meinem Gangsterdokument habe ich Business Visum beantragt. Nach der Überprüfung von der Deutschen Botschaft und Fragen heißt Interview in Englisch, hat die Deutsche Botschaft mir die Visum geteilt. Dann bin ich nach Deutschland gereist, 3. Dezember 2001, von Kamerun nach Düsseldorf Flughafen. Ich war im Flughafen in Düsseldorf. Es gibt etwas, das ist ein bisschen komisch an der Tag, weil meine Leute sagen zu mir, wenn du nach Düsseldorf Flughafen kommst du raus, dann siehst du Taxi. Okay, habe ich so gemacht, war ich in Düsseldorf Flughafen, war ich draußen, ich sehe aber neuer Wagen. Meine Leute, laufe ich rechts, suche Taxi, sehe ich nicht. Laufe ich links, suche ich Taxi, sehe ich nicht. Weil die Taxi in Afrika sieht ein bisschen anders aus als hier in Deutschland. Unser Taxi sieht gebrauchte Wagen und ich glaube, die Taxi wäre auch als gebrauchte Wagen, als müssen wir als hier Taxi sehen oder etwa so. So, dann habe ich mich beruhigt, rumgeschaut, fangen an zu lesen, weil ich habe erstmal Kopf ausgeschaltet, dass ich kann die Sprache nicht lesen. Auf einmal sehe ich auf dem Taxi, steht Taxi. Ich sage, hä? Nennen die Deutschen das auch Taxi? Okay, ich gehe mal fragen. Habe ich den Mann gefragt. Er hat mich geantwortet. Er sagt zu mir, wo möchten Sie denn hin? Habe ich gesagt, ich will nach... ich habe gesagt, ich möchte nach Düsseldorf Flughafen. Nee, Düsseldorf Bahnhof. Dann hat er mich dahin gebracht. Okay? So war ich in Deutschland. Ich schwöre euch, ich habe nicht, ich sag mal so, die Land war mir ein bisschen komisch, war zu kalt, aber war angenehm, weil alles ist in Ordnung. Das System funktioniert wunderbar. Die Leute, jeder kümmert an seine Scheiße, wissen Sie? Es tut mir leid für diese Worte. Aber ich sag mal so, ich habe
hier viele Dinge von 2001 bis heute. Überlegen Sie mal, wie viele Jahre das ist. Ich habe von dieser Zeit, ich war nur einmal in Afrika. Ich war in Afrika, es war mir sehr, sehr, sehr komisch. Ich war da in der Nacht. Meine Schwester war bei mir. Meine Leute, ich schwöre bei Gott. Hätte meine Schwester nicht da an der Tag sein, ich hätte abhauen. Weil mehr tiefer der Taxi fährt, ich dachte, ich lande im Busch. Ja, aber es ist mein Heimland. Nach ein paar Tagen war alles wieder in Ordnung. Bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland. Es gibt Thema, es gibt Sachen, warum ich heute dieses Video mache. Die Thema ist, sind wir Teile von diesem sogenannten zweiten Heimland? Ich habe viele Fragen. Ich weiß nicht, ob ich das heute hier alles fragen darf oder kann. Es gibt viele Dinge, Beispiel, einer, der sagt, Deutschland hat Gesetz. Und dieses Gesetz ist geschrieben, so dass das System soll wunderbar funktionieren. Okay, haben wir das akzeptiert? Ich auch. Und ich glaube, meine Leute auch haben das akzeptiert. Aber der sagt zu uns viele Dinge. Mag dies, mag das. Wir müssen uns integrieren. Ihr müsst erstmal die deutsche Sprache lernen. Haben wir getan. Heutzutage, ich versuche mich zu verbessern, auch mein Deutsch zu verbessern. Aber es reicht nicht. Andersrum kommt noch, ihr müsst Integrationskurs machen, so dass morgen, wenn ihr hier leben wollt, um Deutsch zu werden, muss ihr diese Kurse machen. Damals haben wir gemacht. Okay. Bevor ihr into unserer Wirtschaft reinrutschen, muss ihr erstmal B1 machen. Ohne B1 geht gar nichts. Ihr müsst wissen, wie die Sachen steht, wo ihr arbeitet, wenn da steht Achtung, so dass sie wissen, pass auf, da ist etwas gefährlich. Ich finde das auch in Ordnung. Haben wir gelernt. Auf einmal kommt wieder, nee. Das reicht nicht. Heute muss ihr Deutschkurs machen und Deutsch als zweite Sprache. Alles zusammen muss ihr alles tun. Haben wir gemacht. Aber es reicht trotzdem nichts. Meine Frage heute ist dies. Warum wäre Gesetz geschrieben? Die Gesetz, das ist geschrieben worden, liegt das nur dran, dass es nur die Deutschen oder nur die weißen Leute darf alles genießen. Aber wir sind Teile von den Steuerzahlern. Gehören wir nicht da drin? Das ist meine Frage. Ich bin Afrikaner. Aber ich habe Deutscher, eurer Schwester, eurer Tochter geheiratet. Weil im Gesetz steht, hier in Deutschland zu leben, sie muss nur 2 Dinge machen. Wenn sie das macht, können sie hier bleiben. Wenn nichts, müssen sie weg. Okay, was ist das bitte? Sie muss eine Deutsche heiraten oder ein Kind mit einer Deutschen kriegen, dann dürfen sie Teil von uns sein. Wow, klingt wunderbar. Aber ich bin schon verheiratet. Und darauf habe ich noch ein Kind bekommen. Lieber Gott hat mir ein Kind geschenkt. Sie heißt Naomi. Da sehen Sie seine Bilder. Der Vater ist der Mann, der daneben steht. Und der Mann, der sie die Stimme hört. Aber das reicht nicht wieder. In Deutschland steht, wenn jemand oder ein Ausländer wie ich aus Afrika
mit einer Deutschfrau verheiratet, die Gesetz sagt, ich habe Recht, in Deutschland zu bleiben. Aber können Sie das glauben, dass ich als ein Afrikaner, um mich hier zu heiraten in Deutschland, es gibt keine Chance. Die ganze Tür ist abgeschlossen. Die Gesetze klingen so wunderbar, wenn man das drauf lesen. Aber in der Tat ist etwas anderes. Habe ich meine Frau in Dänemark geheiratet, das ist auch EU, ist auch Europa und ist international Heiratsurkunde. Bin ich nach Deutschland zurückgekommen, alles Antrag gegeben. Erstmal, Arbeitsamt hat meine Frau damals gesagt, du hast mit diesem Mann ohne Erlaubnis zusammengelebt, wir müssen deine Geld sperren. Fast ein Jahr. Wir haben nur mit Kindergeld gelebt. Keiner wollte uns helfen. Wir wissen nicht, wohin zu gehen. Aber die Gesetz sagt, wenn Sie eine Deutsche heiraten, Sie dürfen bleiben. Klingt cool. Aber unter die Gesetz, es wäre anders gespielt. Okay, ich kämpfe mit meiner Frau. Sogar eine Frau vom Roten Kreuz sagt zu meiner Frau, warum haust du deinen Kopf kaputt? Lass den Mann scheiden, lass ihn nach Afrika schicken, dann hast du deine Ruhe. Wow, Rote Kreuz. Meine Frau sagt, warum? Ist auch mein Mann. Du hast auch deinen Mann zu Hause. Habe ich dir geraten, dass du deinen Mann verlassen? Sie sagt, ich sage nur, ich meine das nicht so ernst. Okay, das ist die Deutsche. Andersrum. Nach einem Jahr, fast 2 Jahre habe ich gekämpft. Ich bekomme keine Aufenthaltserlaubnis. Obwohl die Gesetz sagt, bist du verheiratet, bekommst du das. Aber ich habe 2 Jahre gebraucht, obwohl ich bin legal nach Deutschland reingereist. Ich war nicht illegal. Mein Passport ist dabei. Kopie von meinem originalen Visum, das ich habe nach Deutschland offiziell gereist, war dabei. Aber spielt keine Rolle. Aha. Alles diese Dinge ist passiert und vorbei. Polizei hat mich festgenommen. Ich habe einen Tag bei Polizei geschlafen. Die Polizei hat gefragt, warum hast du kein Aufenthaltserlaubnis, obwohl du bist verheiratet. Ich habe gesagt, frag mich nicht. Frag mal deine Behörde. Durch das habe ich Einladung bekommen, um mein Visa zu bekommen. Aha. Angeblich, wenn man ist verheiratet, bekommt ihr alles. Meine Frau war hochschwanger, aber spielt keine Rolle. Nachher habe ich in Deutschland eine Firma gegründet. Meine Firma arbeitet mit Botschaft in Berlin. Ich habe gearbeitet. Ich zahle meine Steuer. Ich tue alles. Und dann kommt ein Problem. Wenn ich habe Antrag gemacht für unbefristet Niederlassung. Angeblich habe ich ein Verfahren, das läuft hinter dem Grund, dass ich weiß gar nichts. Dieses Verfahren hat 6 Jahre gedauert. Okay. Nachher ist gestellt. Ich frage Behörde, wie läuft mit meinem ganzen Antrag? Nein, alles ist weg, spielt keine Rolle mehr. Muss du von vorne wieder anfangen. Wissen Sie, warum ich sage diese Sachen? Ich will euch zeigen, dass die Gesetz, das ist hier gemacht, ist nur Illusion, Manipulation. Es existiert nichts. Weil die Leute im Büro, in Behörde, da wäre das Gesetz für Ausländer gemacht. Ich weiß nicht, ob das ist nur für die Afrikaner-Leute oder für die ganzen Ausländer. Aber ich glaube das nicht. Weil ich habe viele Bekannte, oder ich sag mal so, damals, wenn ich habe die Niederlassung Erlaubnis geteilt,
Ich wollte Ausbildung machen und der Arbeitsamt sagt zu mir, Ausbildung geht nur, wenn ich Hauptschulabschluss in Deutschland mache. Alles Abschluss, das ich von Afrika bringe, ist null. Spielt keine Rolle. Ich muss nur neuer hier machen. Ich habe gesagt, okay, es gibt Finanzkrise damals, meine Firma ist pleite gegangen. Ich sage, okay, ich nutze mal die Zeit und mache mal die Umschulung und die Nachklasse 10 zu nachmachen. Wir sind 25 Leute, ich bin einziger Afrikaner da drin. Ich habe Termin bei Ausländerbehörde wegen mein unbefristet, sag mal, am 12. Mein Kollege, das ist türkischer Junge, hat seinen Termin am 11. Dezember unbefristet. Hör mich zu. Wir beide sind in dieselben Klasse, wie wir die Hauptschule Klasse 10 machen. Er war am 10. bei Ausländerbehörde in Sittersberg. Das ist mein Ausländerbehörde in Duisburg, Nordrhein-Westfalen. Er war da. Er hat seine unbefristet bekommen. Den nächsten Tag, das ist die 12. habe ich Termin, war ich da und er sagt zu mir, nein, wissen Sie warum? Weil Sie machen Umschulung. Wenn die Umschulung fertig ist, sie muss noch arbeiten, obwohl ich komme von Arbeit, ist noch nicht 1 Monat, dass meine Firma ist pleite gegangen. Mein Kollege, das ist bei mir in dieselbe Klasse, hat am 11. seine bekommen und ich war am 12. Es wäre eine andere Geschichte zu mir gefuttert. Ich habe der Frau gesagt, aber mein Kollege war hier gestern, hat seine bekommen. Sie sagte mir, hat sie zu mir gesagt, ja. Wie gesagt, sie muss wieder anfangen zu arbeiten. Ich sage, oh mein Gott, das ist wahr, dass wir muss mit Muskel, mit Anwalt und alles, um unser Recht in Deutschland zu bekommen. Diese Sachen, die ich zu euch hier reden, hat passiert 2010. Bis heute, ich habe noch keine unbefristet. Keiner würde das glauben. Heute, ich war wieder vor 6 Monaten, war ich wieder bei einem Bürgerbüro, habe ich meinen Deutschpass beantragt. Ich musste Deutscher werden. Meine Tochter ist hier 10 Jahre. Oberligma, sie ist 10 Jahre. Ich bin 11 Jahre verheiratet. Wir leben 15 Jahre unter einer Decke. Ich und meine Frau. Und ich versuche noch heute Deutsch zu werden. Auf einmal, alles ist wieder in Ordnung. Ich arbeite und bla bla bla. Und was passiert wieder in Behörde? Es wurde immer etwas Neues gefunden. Man glaubt das nicht. Auf einmal taucht etwas wieder auf. 2012, es gibt ein Verfahren, das auf sie gelaufen. Wir haben Stadtanwaltschaft in Duisburg geschrieben und hat ihm gefragt, bis heute hat er uns noch nicht geantwortet. Ich sage, wie geht das denn? Ja, ich habe gesagt, ich habe die ganze Dokumente zu euch abgegeben. Was ist wieder schief gelaufen? Ja, aber in diese Papiere, die sie haben abgegeben, die Aktennummer ist nicht da drin geschrieben. Ich sage, okay, habe ich das Telefon genommen. Ich habe Stadtanwaltschaft in Duisburg angerufen. Haben Sie ein Verfahren, das auf mich läuft? Der sagt, bitte, wie heißen Sie? Geburtsdatum, Wohnort, habe ich alles genannt. Der hat alles überprüfen und sagen, in Nordrhein-Westfalen liegt gar nichts in Deutschland gegen Sie. Ich sage, aber ich habe gerade ein Bürgerbüro angerufen und die sagen, es laufen eine Verfahren seit 2012. Der sagt, das stimmt nicht. Ich sage, die Frau sagt, sie hat selber Brief zu euch geschickt, bis heute hat sie noch keine Antwort bekommen. Die Frau vom Stadtanwaltschaft Duisburg sagt zu mir,
Hat sie nicht mehr alle? Wenn sie Antwort bekommen, das heißt, diejenige hat Probleme mit Staat. Wenn sie keine Antwort bekommen, das bedeutet, es liegt gar nichts. Können Sie glauben, bis heute noch, das Thema läuft noch. Es gibt aber das Gesetz sagt, sie muss arbeiten, wie sagt man das, diejenige war noch nicht in Knacks, in Deutschland war ich noch nicht in Knacks. Verfahren kann gegen jede laufen, Nötigung oder etwas so, aber nachher wieder gestört. Aber in Deutschland, wenn das mit Afrikanern zu tun, ich weiß nicht, ob es Stadt Duisburg versuchen, die Afrikaner an die Seite zu schieben. Wenn sie versuchen, uns an die Seite zu schieben, bitte, gib uns unser ganzes Steuergeld, wir haben in Deutschland bezahlt, und sag uns, verschwinde. Nicht, dass ich arbeite, steht jeden Tag auf, mach meine Arbeit, zahl mein Steuergeld, Kirchensteuer, alles. Und sie nutzt dieses Geld, gibt die Rumänier, das hat Zuhälter, das hat Nutte, verdient seine schwarze Geld. Sie nimmt mein Steuergeld, gib ihm Essen und mag alles, hat seine Wohnung, ist halt meine eigene selber. Und was, egal was er braucht vom Staat, bekommt er das ohne Kopfschmerzen. Warum muss ich kämpfen? Ich wohne hier vor vielen Jahren, ich habe deutsche Frau, ich habe Familie hier. Aber egal was ich brauche vom Behörde, muss ich Hammer und Anwalt nehmen, um das rauszukratzen. Lohnt das, jemand in diese Nordrhein-Westfalen weiterzuleben? Glaube ich nicht. Weil das Gesetz wäre anders geschrieben und hier werden Leute anders behandelt. Wegen dieser selber Stadt habe ich meine Mutter nur einmal gesehen, bevor sie ist gestorben. Ich habe von 25 Jahren. Ich habe gebetet. Interessiert es ihm nicht. Aber jede Arschloch, Kriminal, das laufen da draußen, laufen frei rum. Aber wir Afrikaner, ich weiß, ich kenne viele Afrikaner, die hier leben, das haben Antrag gemacht für unbefristet. Keine hat einzige bekommen. No, soll ich sagen, deutscher Pass. Viele bekommen gar nichts. Vielleicht ein oder zwei. Aber mehr bekommen nichts. Obwohl der arbeitet, zahlt Steuer, seit der hier lebt, seit der hat Erlaubnis zu arbeiten bekommen. Warum soll das so weitergehen? Warum keine kümmern an unsere Sachen? Sind wir noch Teile von diesem Land? Warum kassiert ihr unser Steuergeld, aber tut nichts für uns? Wir dürfen niemals Wochenende in Kneipe gehen. Wenn wir in Kneipe gehen, innerhalb von 10 Minuten landet Polizei. Wenn wir im Park sitzen, innerhalb von 15 Minuten landet Polizei. Wo gehören wir hin? Das ist meine Frage, meine Leute. Wenn ein Afrikaner einen guten Wagen kauft, er arbeitet vor Jahren, interessiert keine Kacke. Aber sobald er kauft neuer Wagen, es wird ein Hund in seine Wohnung landet, was suchen die Polizei, die suchen Drogen. System versuchen uns zu demotivieren, versuchen uns als Scheiße zu behandeln. Ich habe sogar gestern Palaber mit meiner Frau, weil ich habe gehört, es gibt einen Weltkatze-Tag. Ich habe gesagt, warum gibt es keinen Weltafrikaner-Tag oder schwarze, wie ihr uns nennt, schwarze Leute-Tag. Aber es gibt vom Kaka, vom Hund-Tag, es gibt Welt vom Pussy-Tag, alles Scheiße-Tag. Aber wir sind die letzte Dreck. Aber wenn unser Lohn kommt, da die ganze Stadt macht seine Augen auf, will auf unser Lohn eingreifen, sein Anteil nehmen. Wenn sie ohne Problem mein Steuergeld kassiert, ich musste auch ohne Problem mein Recht in diesem Land bekommen.
So sehe ich das. Warum muss immer Afrikaner hier Kopf am Boden hauen, um eine kleine Dinge zu bekommen? Aber sobald Monatende landet, keine Bock euch zu fragen. Ihr steckt Hand da rein, die Steuer geht raus. Wenn wir bekommen alles, was wir fragen in Deutschland, wie ihr unsere Steuergeld kassiert, ich sag mal, wie wäre kein Problem. Warum soll ich fragen? Wenn unsere Angela Merkel kommt im Fernsehen und sagt, Multikultur ist kaputt, funktioniert nichts. Wie kann eine Frau wie sie solche Worte sagen? Dass Multikultur, Integration ist fehlgeschlagen. Das stimmt überhaupt nicht. Was ist fehlgeschlagen ist die Regierung von Deutschland. Sie können mir fragen, warum und wieso. Sie verlangt von mir, ich soll an ihre Kultur integrieren. Wie sollen sie wissen, ob ich integriert bin oder nicht? Wenn sie nicht an mein integriert. Sie soll die beide Türen auflassen. Ich integriere auf ihre Kultur. Sie soll auch auf meine Kultur integrieren, um zu wissen, ob ich wirklich integriert werde oder nicht. Nicht, dass sie sich auf die höheren Stühle teilen mir was zu tun, tue ich das, aber alles, was kommt von mir, sogar die Luft, die ich atme, stinkt zu deiner Nase. Meine Farbe tut deinen Augen weh. Warum muss das nicht scheitern? Vom ersten Tag haben sie das systematisch gemacht, sodass das scheitert. Sie haben nicht gesagt Integration, sodass das etwas gut bringt. Nein, haben sie das gemacht, sodass alle Afrikaner zurückbleiben, so wie die sind doof. Wir sind nicht doof. Wenn ich meinen Job mache, wenn sie mein Steuergeld anfasst, ich bin nicht doof. Ich bin nicht die letzte Dreck. Ihr seid die letzte Dreck, davor euch selber. Man lebt in Deutschland. Die Gesetz wäre anders geschrieben oder gespielt, sobald ein Afrikaner an die Tür klopft. Warum soll das so sein? Aber egal wo, wenn etwas passiert, die Erste, die da hinrennen, seine große Maul aufmachen und kämpfen für Menschenrecht. Mensch, mein Fuß. Sie haben kein Recht, Mund aufzumachen in Ausland, um zu sagen, Erdogan, dass er soll auf seine Bevölkerung kümmern, weil sie in ihre Lande, sie kümmern nicht an ihre. Sie verarschen die Leute. Sie versuchen draußen zu zeigen, sie sind weiß, sie sind hell, sie haben nichts zu verstecken. Aber es gibt, was man nennt in Englisch, das heißt Painted Saploka. Das heißt, eine, wie kann ich das nennen in Deutschland? Painted Saploka. Gern das übersetzen, was bedeutet Painted Saploka. Das ist die Deutsche. Nicht die gute Seite, es gibt die gute Deutsche. Aber die Regierung, das System mit Behörde ist null. Wir sind Mensch, wenn unser Steuergeld fließt. Und sonst nichts. Wie existiert nichts. Recht haben wir nichts. Sie sind sowieso Afrikaner oder nicht. Aber es tut mir leid. Es tut mir leid. Das war mein Fehler. Aber die Geschichte hat zu mir gesagt, bevor ich nach Deutschland gereist, Deutschland hat uns erstmal beklaut, hat uns erstmal besucht, hat uns erstmal pleite gemacht. Nigeria und Kamerun kämpfen wegen Bakassi.
Wer hat gesagt, wem Bakassi gehört? Ist Deutschland. Kann ich als Afrikaner zu den Russen sagen, dass die Kaliningrad gehört Russland? Ich denke mal, eine Deutsche würde mich komisch gucken. Aber ist so. Sie haben kein Recht in Afrika, etwas dazu machen. Aber sie mag trotzdem. Wir, die Afrikaner, die hier leben, dass wegen ihr ist unser Land so geblieben bis heute. Es tut mir leid, das ist mein Fehler, dass ich hier gekommen bin. Aber ich glaube nicht, wenn wir alle, die schwarzen Leute, wie ihr uns nennt, das Land verlassen, ich glaube, es tut keine Scheiße weh. Aber ein Tag, das ist alles, was ich habe für euch. Ich sage mal erstmal, tschüss, auf Wiedersehen. Dankeschön, dass Sie zugehören bin. Ich bin nicht happy, weil das System verlassen uns. Es tut uns weh. Wir sterben ohne Mund aufzumachen. Ich glaube, jemand kann auch etwas da ändern, wenn ihr das möchtet, das zu ändern. Wir sind auch Mensch wie andere. Wenn unser Steuergeld euch schmecken, ich glaube, ihr sollt uns auch die Tür auflassen. God bless you. And bye bye for now. Das ist alles, was ich habe für euch. Meine Leute, vielleicht morgen kommt noch etwas. Aber heute ist nur das.